Ja, da ist noch ein bisschen hin. Egal. Ich bin's, der Birger. So, lang genug habe ich jetzt überlegt, wie ich diesen Preisendreck, mit dem ich von euch befleißigt zugeschissen wird, unter einen Hut bringe. Und weil ich selber schon nicht mehr weiß, wo ich anfangen soll, geschweige denn, wer der größte Depp der Volldeppen ist, habe ich mir heute mal ein ganz anderes Kruzifix ausdenkt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Birgers Top 3. Heute mit dem Thema Oktoberfestschund. Ach ja, Oktoberfestzeit, wundervolle Zeit und alle so, wow, Preisenparade! Ja, das ist die Zeit, wo sie alle um 4 in der Früh schon in einer Plastiklederhosen und in einem Nuttendirndl anstehen, damit sie sich als erster ein Maß und ein halbes Händel für 180 € kaufen können. Alter! 11,50 € für ein Maß Bier. Das ist 1 Liter Bier. Ja, haben's euch total ins Hirn eingeschissen. Da kaufen wir bald ein ganz Tragel. Und das ist nicht eingeschenkt, als hätte Lebenshilfe 2 Wochen lang am Ferienprogramm hinter der Schenke teilgenommen. Aber wurscht. Heute geht's um was anderes, nämlich um die Zeit, wo es am jeden normalen Menschen das Hirn davon schmilzt, sobald er aus Versehen Ende September in egal was für ein Prospekt bladelt. Oktoberfest hier, Oktoberfest da, scheißegal, los geht's. Platz 3 in unserer Oktoberfest schon Toplisten geht an den Bayernthaler Oktoberfest-Edition. Das Original, die Oktoberfest-Edition. Ja, wo's jetzt? Und was kann die? Zapft man dir vielleicht ein Fassel Bier, wenn ich's nicht frag? Oder später bloß muss ich, wenn ich's auspack? Oder ist es vielleicht ein geheimes Käsefon? Ich weiß es nicht! Nullen 190 und 5 mal die 6. The number you have dialed is not in service at this time. Freilich kannst mitfahren! Ich zitiere. Bla bla Bayernthaler bla Brotzeit, bayerische Geselligkeit inklusive. Was denn für eine Geselligkeit? Die gemeine Käsegeselligkeit, wenn's der Stickel Käse ist und von überall Leute herkommen und deine Best Friends forever werden wollen. Ha! Wie konnte ich die vergessen? Euer Bayernthaler gehört euch da eigentlich schon, wo zum bloß hinscheint, wenn's gegessen hast. Geschissen drauf. Nächster Platz. Platz 2 in unserer unfassbar guten Topliste der Oktoberfest-Schandtaten. Get on! Alpenfest mit der Ofenweißwurst. Lecker! Gut, ich geb zu, ist jetzt nicht direkt der Oktoberfest-Sache. Aber wenn's Ende September heißt, unterkirch, dann ist jedes Scheiß-Prospekt voll mit dieser abbackelten Rotze. Und Alpenfest ist der König der abbackelten Rotze. Abbackelte Semi- und Kartoffelknädel, die ausschauen, als müssen das die Vögel im Winter aushängen. Abbackelte Oktoberfest-Bratwurst. Was? Dosenweißwürst, wo ich mir im Wurstwasser am liebsten selber direkt das saufen tat. Schweinshaxen, Kickerl, Schnitzel, das nimmt kein Ende. Sogar ganze abbackelte Brotzeitellern. Kruzifix! Hey, Alpenfest-Marketingabteilung. Ich hab voll die bombengeile Idee. Wir war's noch mal mit einem Backel, das wir abbackeln. Und draufschreiben wir mal eine Packung bayerische Landluft. Hergestellt in Niedersachsen, weil alles scheißegal ist. Dann haben wir nur ein paar weiß-blaue Kastel drauf und bam, Produkt des Jahres. Irgendeinen ahnungslosen Dortl findest schon, der es kauft. Alpenfest! Ihr habt eine eigene Top-10-Listen verdient. Darum habt ihr es ja bloß auf Platz 2 geschafft. Aber die dümmste Scheiße kommt auf Platz 1. Vorher aber noch ein paar andere Sachen. Los geht's! Gut, okay. Es gibt natürlich noch haufenweise erwähnenswerten Preisenmüll, wie zum Beispiel die Dr. Oetker Wiesenbrezel, wo ich spätestens bei der Grünkohlbrezel nicht weiß, ob ich speien oder sterben möchte. Oder auch ganz hoch im Kurs der Maika Wiesenwirt, wo ich bei seiner kleinen Schwester am Oktoberfest Curry 4 Wochen Reha brauch, wenn ich ihn friss. Aber den Vogel der Vögel schießt wirklich Platz 1 mit der dümmsten Scheiße, die ich jemals gesehen hab, ab. Okay, stimmt nicht ganz. Die eigentlich dümmste Scheiße ist, seine Viecher mit veganem Futter zum Futtern. Aber das erzähl ich euch auch anders mal. Und Platz 1.
der wichtigsten, bestrecherchiertesten Topliste geht an. Stark mit der Oktoberfest-Dickmanns. Applaus. Egal, was passiert. Jede erste Reaktion soll jetzt sein: Ja, was ist denn das? Was haben denn geschissene Kämpfe im Oktoberfest zu tun? Da frage ich mich, wo bleibt die Oktoberfest-Slip-Einlage? Die das Mast zusammensaugt, wenn's da in deinem Bumsuf wieder einen Tanga brunst. Oder das Oktoberfest-Scheißpapier. Das könnt's für den Dünnschiss eures Lebens hernehmen, wenn's wieder 2 veganen Fleischkäse gefressen habt. Weil's morgen keinen mehr gibt. Ah, stimmt. Da war Alpenfest ja schon wieder schneller wie ich. Und anspaßt ist. Was? Anspaßt ist? Wie war's mit Vollspast Fries? Also ganz ehrlich, das Internet ist wirklich randvoll mit Idioten und Scheiße. Aber das ist wirklich die dümmste und dämlichste Rotze, die ich mir jemals anschauen hab müssen. Dieser Oktoberfest-Wiesenmüll wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Bald kann ich willkürlich Bockfotzen durch die Weltgeschichte rennen und braucht mir nix mehr scheißen, dass ich irgendwo einen Falschen erwisch. Ja, steigt mal am Hut, oder was steh ich aus? So, und bevor es mir jetzt das Gesicht reißt vor lauter schleiche mich lieber. Haut's euch rein, bis zum nächsten Mal. Ich habe die Ehre miteinander. Und solange ich jetzt gehe, lasst ein Abo und ein Like da, sonst komm ich und der wirft dir mit der Hirnwurst. Unfassbar! Käsefon. So ein Dünnschiss, oder? Das sind übrigens die Momente, wo man während dem Aufnehmen irgendeinen Dreck einfach